Servus, grüß euch und habe die Ehre, ich bin's wieder, eure Feldwurzen. Ubisoft hat Patch Notes für Division 2 veröffentlicht und die haue ich euch schnell durch. Neue Events, neue Exotics, überarbeitetes Rank-Up-System, sogar eine neue Climax-Mission mit exklusiven Belohnungen. Also zurücklehnen, Kaffee holen, halbe Bier oder was Stärkeres und ja, ihr gleich, was jetzt da kommt. So, das Rank-Up-System startet am 18. November und läuft bis zum 2. Dezember. Das ist quasi die Season Pass-Erweiterung für alle, die wo schon Rang 100 erreicht haben, aber trotzdem noch weiter zocken wollen. Und das Beste daran, alles ist kostenlos, kein Premium Pass notwendig. Ab jetzt sammelt ihr weiter Ränge, indem ihr einfach spielt. Level Typs zählen nicht. Also XP gibt es wie gewohnt durch Missionen, Projekte, Manhunt, Aufklärung, Open World Aktivitäten und natürlich auch Season Journey Fortschritt. Neu ist, wenn gerade ein XP-Multiplikator-Event läuft, profitiert ihr direkt auch beim Rank-Up davon, also doppelt XP, doppelt Belohnung, einfach clever kombinieren. Ähm, Was gibt es noch? Neue Cages. Dabei sind zwei neue Belohnungskisten, die Rank Up Cage und der Prestige Rank Up Cage, also die Kistner. Und beide enthalten garantierte Items, Materialien und Vanity-Zeug, aber Prestige-Version hat es richtig in sich. 100% Vanity, 100% benannte Items und deutlich höhere Chance auf Exotics. Im Pool sind unter anderem die Shroud, Overdogs, Nemesis, Liberty und Rideways Pride und viel mehr. Wer richtig Glück hat, kann sogar einen der ganz großen Exotics ziehen, an Eagle Barrier, Ravenous, Regulus, Bicorn, Ouroboros und Tinkerer. Wobei ich jetzt da nicht begeistert bin, dass die Regulus drin ist, weil ich habe mir echt scheiße hart, dass ich das Ding kriege. Ja, jetzt ist es im Lootpool. Also, wer gründet, hat jetzt wirklich eine gute Chance, seine Sammlung zu erweitern. Dann haben wir ja, Verbesserungen. Ähm, Verbesserungen. So, ja, Ubisoft hat sich das Community-Feedback zu Herzen genommen. Das Event ist jetzt kürzer, dadurch fokussierter und macht von Anfang bis Ende mehr Spaß, meinen's. Schauen wir mal. Außerdem sorgt der Prestige Case dafür, dass ihr konstanter hochwertige Drops bekommt. Also heißt weniger Frust, mehr Belohnung und alles ohne Grindwahnsinn. Naja, schauen wir mal, wie das wird. Dann Climax-Mission, The Pact. Weiter geht's mit dem nächsten Highlight. Am 11. November startet die neue Climax-Mission für The Pact. Da gibt es gleich zwei Exotics zu holen. Einmal die bekannte Tempest und als ganz neue Belohnung die Blacklister Knieschoner. Die bringen ein richtig spannendes Talent mit. Das weiß jetzt nicht, Ostrikazie oder was der Teufel wie das heißt. Ähm, Sobald ihr einen Gegner markiert, bekommt ihr 600% verstärkten Schaden. 600%. Aber auch ihr bekommt vom markierten Gegner den gleichen Bonus. Also praktisch, er haut euch auch bis so eine auf den Kopf. Also aufpassen. Das sorgt für spannende Kämpfe, riskant, aber lohnend. Ja, bin gespannt. Gegen unmarkierte Gegner gibt es immerhin 20% zusätzlichen Schaden. Kann man immer nur einen markieren, habe ich gelesen. Ja. Ähm, Wenn nur noch ein Gegner übrig ist, verschwindet die Markierung und ihr müsst also taktisch spielen. Klingt nach einer Menge Spaß für Solar-Agenten im Team gleichermaßen. Ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob das so wird, habe ich keine Ahnung, aber wie gesagt, schauen wir mal weiter. Ab 25. November startet das Shepard Event, das bis zum Ende der Saison läuft. Hier gibt es 6 neue Projekte, die euch XP, exotische Komponenten und rekonstruierte Cages bringen. Boah, ja. Am Ende warten die am Ende wartet der Caretaker eine benannte G36 Enhanced oder so mit perfektem Killer-Talent. Das Ganze ist perfekt für Spieler, die gerne anderen helfen, denen ja, ihr sammelt da Shepherd-Ränge über Anerkennung, also so ungefähr. Weil leg mal, Englisch ist echt scheiße. Während des Events läuft außerdem Shepard XP Boost, also lohnt es sich, Backup-Rufe anzunehmen
und gemeinsam zu spielen. Ja, also helfen, wo es geht und dann, ja, warten, was passiert sozusagen. Ich bin ja gespannt, wie sich das spielt, ob das wirklich ein bisschen Schwung reinbringt. Helfen tue ich sowieso aber gern. Ähm, Bugfixes und Quality of Life. Wurden natürlich auch einige Fehler gefixt. Also der Loadout-Stack-Bug beim Talent Abrigate ist Geschichte. Marauder-Drohne hat jetzt endlich passive Hitboxen. Passende Hitboxen, passive Hitboxen, Alter. Also man merkt schon, ich schneide das Ding nicht. Turm-Knüschener und äh, das Dilemma-Set auf alle Fälle machen keinen Tourette-Schaden mehr. Ähm, ja, der Button Alles Spenden funktioniert jetzt zuverlässig beim Expertise Level Up. Missionen, die wegen übersprungener Sammelpunkte hängen geblieben sind, laufen wieder und Crossroads Manhunt-Mission gibt endlich ihre Comms korrekt aus. Na, da bin ich ja gespannt, ob das hinhaut. Das haben sie noch nicht recht hingehaut. Also noch nicht recht auf drei gebracht. Angeblich mehr Stabilität, weniger Frust. Ja, mein Fazit ist bei dem ganzen Ubisoft liefert hier ein starkes Update, mehr Belohnungen, bessere Top-Chance und neue Motivation, auch Rang 100, über Rang 100 weiterzumachen. Die neue Climax-Mission wird bestimmt was bringen, ist zumindest mal eine Zeit lang wieder spaßig, bringt auch gute Exotics. Auf die Gnimsche, da bin ich schon gespannt, ob der 600% mehr Schaden auch so, ja, da kann man was Gutes bauen, habe ich schon irgendwas im Kopf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo oder Like da. Schaut mal wieder vorbei. Glocke nicht vergessen. Oder vielleicht sogar mein Hype. Das ist neu, habe ich gelesen. Schauen wir mal, ob es was bringt. Ja, und da ich sagen, bleibt sauber, bleibt stark, bleibt stabil. Bis nächstes Mal, eure Feldwalzen.